das ist viel Druck. Okay, gut, dann. Ja. Jetzt ich muss über alle Fälle denken. Jetzt muss ich über alle Fehler nachdenken. Ich muss aber über alle Fälle denken. Ja, guck mal, jetzt ich kann nicht widersprechen. Ja, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Okay. Ja, naja, theoretisch schon, aber hoffentlich nicht. Okay, ja, wie waren deine letzten 2 Wochen? Ja, es war ganz gut. Viele Arbeit. Gestern habe ich eine Präsentation gemacht. Es war für die Leute aus MIT und Stanford. Okay. So sehr, sehr wichtige Charakteren, sagt man. Ja. Und ja, ich habe meine Forschung. Wie sagt man? Man kann sagen, präsentieren oder Präsentiert. Ja, gibt es auch ein zweites Wort? Vorsehen. Ja, ein Synonym von präsentieren. Vorgestellt vielleicht. Ja, auch vorzeigen. Vorzeigen, kann man auch sagen. Auch vortragen. No, vortragen? Nein. Ja, vortragen, vorzeigen, präsentieren, könnte man alles sagen. Ja, geht alles. Ja. So, ich habe meine Arbeit vorgetragen. Und es war ganz interessant. Viele Fragen und die Leute mit vielen Erfahrungen, sie können immer gute Hinweisen geben. Okay, Sie können immer gute Tipps geben, vielleicht. Tipps. Sagt man Tipps auf Deutsch? Tipps, ja. Tipps sind Verbesserungsvorschläge. Genau, Verbesserungsvorschläge und man versteht, ob die Richtung gut ist oder nicht. So, sie kennen viele verschiedene Instituten und sie sind seit vielen Jahren in diesem Bereich. Sie sind seit vielen Jahren in diesem Bereich. Sie sind seit vielen Jahren in diesem Bereich und ich glaube für Sie, wegen Ihre Erfahrung ist einfacher zu verstehen, ob diese Richtung gut ist oder nicht. Und das ist mehr oder weniger alles. Ich habe nicht so viele Sachen gemacht. Für diese Präsentation habe ich einen Cartoon gemacht. Ja, das ist ein Zeichnen. Trickzeichnen, sagt man, ja? Ja, Zeichentrick, sagt man. Zeichentrick. Zeichentrickfilm, beziehungsweise es ist nur ein Bild, nehme ich an. Ja. So, ich habe einen Zeichentrick gemacht. Ja, Zeichentrick sagt man, glaube ich, nur, wenn man über einen Film redet. Also ich würde sagen, eine Zeichnung oder ein Cartoon. Ein Cartoon, ja. Es war Zeichnen, das etwas Statik, ja. Muss nicht unbedingt sein. Zeichnen okay. kann auch Donald Duck sein oder so. Okay, cool. So, dann, es war mehr oder weniger wie Donald Duck. Okay. Und so habe ich ein Zeichnen gemacht, das Zeichnen. Eine Zeichnung. Zeichnung. So, ich habe eine Zeichnung gemacht. Und ich möchte lernen, wie ein neues Programm zu nutzen. So fast ganze Wochenende war ich vor meinem Computer und ich brauchte mehr oder weniger einen Tag, um dieses Programm zu lernen, und am zweiten Tag
um die Zeichen zu aufbauen oder aufzubauen. Ja. Ein kurzer Einwand. Du benutzt manchmal zu wenig Wörter. Weißt du, was ich meine? Ich sage immer machen. Ja, du hast zum Beispiel gesagt, ich habe ganzes Wochenende gebraucht, hast du, glaube ich, gesagt. Aber ich habe das ganze Wochenende gebraucht. Also der Artikel ist wichtig. Okay. Ja, ich habe das ganze Woche gebracht. Die ganze Woche. Oder das ganze Wochenende. Ich habe das ganze Wochenende verbracht, um diese Zeichen zu implementieren. Und allgemein die Artikel, das ist ein Problem. Ja. Ja, du kannst das in Russisch gibt es keine Artikel. Und ich nutze die Artikel, aber manchmal ich nutze zu viele oder zu wenige. Ja. Oder gar keine. Oder ja, gar keine. Zum Beispiel hier in Italien, ich glaube, die Artikel, das ist genau, wo man verstehen kann, dass ich nicht Italiener bin. Und sie können es hören, dass manchmal verwende ich die Artikel, die soll ich da nicht nutzen oder Gegenteil, sagt man so? Oder das Gegenteil, ja. Oder das Gegenteil. Ja, aber ich habe ganz gutes Gefühl über die Artikel. Ich habe ein gutes Gefühl, danke, für die Artikel, wenn ich auf Italienisch spreche. Aber ja, das ist nicht perfekt. Gibt es viele Fälle, wenn man sagt, ja, man muss einfach so sagen und ohne Regeln. Man kann es nur mit ihrem Gefühl machen. Und manchmal, ich habe keine Ahnung. Oder manchmal kann man beide sind okay, beide Möglichkeiten sind okay. Aber eine klingt ein bisschen besser, ne? Und ein bisschen natureller. Ja. Auf Deutsch ist es ja auch manchmal so, dass ein anderer Artikel die Bedeutung des Wortes komplett ändert. Zum Beispiel der Wahl und die Wahl. Ich weiß nicht, ob wir schon darüber gesprochen hatten oder ob das mit jemand anderem war. Ja, ich glaube, die Wahl, das ist für die Präsidentschaftswahl. Präsidentschaftswahl. Und das Wahl. Der Wahl. Der Wahl. Also die Wahl, das ist für Präsidentschaft zum Beispiel. Ja. Und der Wahl, das auf dem Markt. Ja. Wir haben heute gibt es viele verschiedene Fleischart und Weisen und ich kann sagen, es gibt da einen guten Wahl für das Fleisch. Ja, das ist nicht, was es bedeutet. Der Wal ist das große Tier, das im Meer schwimmt. Genau. Ja, ich glaube, wir haben schon über das Thema. Genau. Über dieses Thema gesprochen. Ja. Der Wal, okay. Aber auf dem Markt sagt man immer die Wahl? Die Wahl, genau wie in der Politik. Das ist dasselbe Wort. Cool. Ja, ich habe eine Nachricht. Wenn wir über Italiener und italienische Sprache sprechen und seit einer Woche bin ich Italiener. Okay.
Es war letzte Monat. Letzte Montag. Letzten Montag? Der Montag. Und ich müsste schwören, dass jetzt wird es alle Regeln folgen, okay, wie früher, aber auch die Republik verteidigen und was anderes. Die Konstitution respektieren. Respektieren, kann ich sagen. Ja, kann man sagen. Kann man sagen. Und und Gesetze. Es war sehr, sehr kurze Schwüre. Und danach, ich müsste etwas unterschreiben. Danach musste ich etwas unterschreiben. Danach müsste ich etwas unterschreiben. Und jetzt bin ich Italiener, aber ohne Passport, ohne Ausweis. Okay. Ich brauche ein bisschen Zeit, um Ausweis zu kriegen. Ich muss einfach danach nachfragen. Danach fragen. Ja? Danach nachfragen. Danach fragen oder danach nachfragen? Oder ich glaube, man könnte auch sagen, danach nachfragen. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ja, es klingt ein bisschen komisch, ne? Ja. Ich würde sagen, danach fragen. In 2 Wörtern. Ja, wie sagt man, wenn jemanden kann eigene Wörter nicht auf ersten Mal sagen, so, und er muss nur danach er kann das Wort aussagen. Ja, stottern meinst du, wenn man etwas nicht direkt sagen kann. Stottern, ja. Und Person stotterner? No. Man könnte sagen, der Stotterer. Stotterer. Aber, ja, das hört man sehr selten. Man würde sagen, jemand, der stottert. Dieser Satz klingt ein bisschen wie ein Satz von jemandem, der stottert, ausgesagt wird. Ja. Mit dem danach nachfragen. Ja, danach nachfragen. Aber das ist genau, was ich jetzt machen muss. Ich muss nach meinen Ausweis fragen. Moment, ich muss nach meinem Ausweis fragen. Ja. Ich muss nach meinem Ausweis fragen. Ja, klingt das gut? Das klingt ein bisschen, als ob ihn jemand schon hat und du fragst danach, dass sie ihn dir nur überreichen. Und möglicherweise meinst du beantragen. Du musst ihn noch beantragen. Das würde bedeuten, dass er erst noch gemacht werden muss. Ich habe verstanden die Wendung. Und auf diesen Fall, ich weiß nicht. So, ich habe schon in diesem Fall habe ich keine Ahnung, welche Verb ist korrekte. Ja, welches Verb das Richtige ist. Welches Verb das Richtige ist, weil ich schon einen Ausweis habe. Der Ausweis, einen Ausweis habe. Und jetzt brauche ich einen neuen Ausweis. Aber ja, Sie müssen einfach diese neue Information da schreiben, dass meine Staatsbürgerschaft, Staatsangehörigkeit ist
auch, ja, vielleicht, ja, ich glaube, sie werden einfach Italiener schreiben. Ja, jetzt habe ich beide, ja, 2. Und so, ist das Nachfragen oder welche zweite Option es war? Beantragen. Beantragen, ja. Ja. Also ich würde mal davon ausgehen, dass es beantragen ist, weil dieser neue Pass wahrscheinlich noch nicht existiert. Ja, am Moment es existiert nicht, ja. Ja, dann würde ich sagen beantragen. Okay. So. Und ja, und ich kann auch mit anderen Dokumenten beantragen nutzen. Ja? Du kannst auch andere Dokumente beantragen, das ist eine Frage. Ja, ich kann dieses Verb allgemein nutzen. Ja, ich beantrage ein Zertifikat oder Visum etc. Ja, das kann man, glaube ich, für alle Papierdokumente benutzen. Das ist, was ich am Anfang mache. Ne? Das ist, wenn ich eine Formuläre ein Formular? Wenn ich ein Formular, was machen wir mit allen Informationen in diesem das Formular ausfüllen? Ausfüllen, ja, genau. Ich fülle ein Formular aus und ich sage, ja, ich brauche dieses Dokument. So, das ist beantragen, ja. Genau, das ist der Antrag. Der Antrag. Ich beantrage ein Dokument durch diesen Antrag. Genau. Okay, ja, cool. Ja, ich glaube, ich habe es verstanden. Okay. So, das ist eine große Sache, eine neue Staatsangehörigkeit. Staatsangehörigkeit mit einem S. Staatsangehörigkeit. Ja. Eine neue Staatsangehörigkeit und es klingt wie etwas super Neues und vielleicht das Gefühl ist ein bisschen anderes, aber nichts, der Rest ist gleich. Das ist genau wie früher. Ne? Ich gehe weiter mit meiner Arbeit und mein Leben. Mehr oder weniger alles ist wie früher. Ja, aber auf jeden Fall ein bisschen anderes. Kann man sagen, gleichzeitig ein bisschen anderes. Ja. Ein bisschen anders. Nicht anders, sondern ein bisschen anders. Genau. Ja. Anders. Anderes würde man sagen, wenn man über physikalische Objekte spricht. Also ich könnte zum Beispiel sagen, dieses Mikrofon oder ein anderes Mikrofon. Okay. Ja, aber genau, wenn man über etwas spricht wie mein Leben hat sich verändert, dann würde man sagen, mein Leben ist jetzt ein bisschen anders. Ohne du würdest nicht davon reden, dass du jetzt ein anderes Leben hast. Das würde merkwürdig klingen. Ja. So, das ist ein bisschen anders. Genau. Und jetzt kann ich nicht Italien verlassen. Vor meinem Ausweis. Ja. Oder bis zum Zeitpunkt, wenn ich meinen Ausweis kriege. Okay, bis dahin kannst du Italien nicht verlassen. Ja, ich kann verlassen, aber ich kann nicht zurückkommen. Ja. Ich glaube, okay. Ich weiß nicht, wie genau es funktioniert. Es war in Mairie, Mairie, c'est français, ne? Französisch.
Rathaus? Rathaus, ja. Ja. Ich habe im Rathaus geschwört. Ich würde sagen, ich habe im Rathaus einen Schwur abgelegt. Ablegen. Schwur ablegen. Ja. Also ich habe in einem Rathaus einen Schwur abgelegt. Und, genau. Sie haben meinen Erlaubnisdokument genommen. Mhm. Und ich habe gefragt, okay, aber jetzt, diese Erlaubnis, die ich hätte, benutze ich früher, um in Italien zu eintreten. Um in Italien zu leben, oder um nach Italien zu gehen. Ja, um nach Italien zu gehen, ja, um die Grenze zu passieren. Und jetzt, wie könnte ich zum Beispiel ein Weihnachten feiern? Ja, ich habe keine Dokumente und ich kann wegfahren, aber zurückkommen, um zurückzukommen, brauche ich etwas. Ne? Ich muss etwas auf der Grenze zeigen. Okay, an der Grenze musst du ein Dokument haben. Ich muss meinen Ausweis an der Grenze zeigen. Ja. Jetzt habe ich keine Erlaubnis, keinen Ausweis, keine Erlaubnis. Ja. Keine Erlaubnis? Die Erlaubnis. Ich habe keine Erlaubnis, keinen Ausweis. Ich kann nichts zeigen. Ich habe ein Recht, zurückzukommen, aber ich kann es nicht prüfen. Sie hatten keine Antwort. Ich glaube, nicht so viele Leute wollen sehr, sehr schnell wegfahren. Ja? Und normalerweise, sie haben ein bisschen Zeit, um diese neue Dokumenten zu vorbereiten, diese neuen Dokumenten beantragen. Ja, du meinst, die Beamten haben Zeit, diese Dokumente zu beantragen oder herzustellen. Ja. Oder auszuhändigen, ist das Wort, glaube ich. Sie können diese Dokumente aushändigen, das ist, wenn ich diese Dokumente kriege, ja? Ja, aushändigen ist einem typischerweise ein Dokument übergeben. Mhm. Also aushändigen tut derjenige, der das Dokument am Ende nicht hat. Also derjenige, der das Dokument macht, gibt es dir dann. Also der Beamte würde es dir aushändigen. Aushändigen, okay. Aber aushändigen, das ist, die Person hängt mir diesen Dokument aus. Genau, sie hängt dir das Dokument aus. Wobei man das so selten sagen würde. Man würde sagen, sie gibt dir das Dokument. Mhm. Oder man würde einfach sagen, generell ein Dokument aushändigen. Okay. Aber kann ich sagen, ich muss meine Dokumente aushändigen? Ja. Das bedeutet, ich muss meine Dokumente kriegen, oder? Nein, das würde das Gegenteil bedeuten. Ich gebe. Aushändigen bedeutet, dass du es gibst. Okay, dass du es jemand anderem gibst. Ja. So, wenn ich zum Beispiel, ich bin an der Grenze und Sie fragen an meinen Ausweis und ich hände meinen Ausweis aus, ja? Ja, ich glaube aber, meinen Ausweis aus. Aushändigen bedeutet aber, dass du es nicht zurückbekommst. Okay. Also das würdest du nicht machen an der Grenze. Okay. So, du hast gesagt, dass wenn wir über meine Erlaubnis sprechen, ne? Ich müsste meine Erlaubnis
aushändigen. Nein, du würdest sie vorzeigen. Ja, vorzeigen, das ist, wenn ich sage, oh, das ist es, blablabla. Aber im Rathaus, ich müsste es weggeben. No? Ich kann es nicht wieder kriegen. Ja. Kann ich sagen, ich habe meine Ausweis ausgehändigt. Ausgehändigt? Ich glaube nicht. Ich glaube nämlich, dass Aushändigen, dass man das auch nur einmal machen kann, also ganz am Anfang. Okay. Also so, das Dokument wird hergestellt und dann wird es dir überreicht. Okay, so auf diesen Fall, ich kann sagen, dass die Regierung, ne, sie müssen jetzt einen neuen Ausweis mehr aushändigen. Genau, das wäre ziemlich gut. Okay, ja. Es kann sein, dass man das auch später benutzen kann, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube, das kann man nur am Anfang machen, wenn man ein neues Dokument hergestellt hat. Ja, also bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht kann ich nicht zurückkommen. Auf der Grenze, ich sage, ja, ich bin Italiener, aber ich kann es nicht überprüfen. Sie können es nicht überprüfen. Aber ich auch, ne? Kann ich sagen, ich kann es nicht überprüfen. Du kannst es nicht beweisen. Ich kann es nicht beweisen. Zeigen, ja, beweisen. Ja. Ich kann es nicht beweisen und dann, ich habe keine Ahnung, was passiert, aber ja, ich liebe es nicht, ich gerne es nicht riskiere oder ich liebe es nicht riskiere. Ich will es nicht riskieren. Ich will es nicht riskieren. Ja. Aber wie auf Englisch kann ich nicht sagen. Ich reise, I would rather not risking it. Not, ja. Du meinst, I'd rather not risk it. Ja, I would rather not risk it. Ja, ich würde es lieber nicht riskieren. Mit Würde, okay. Ja. Oder man kann auch sagen, ich will es eigentlich nicht riskieren. Aber mit Liebe, kann ich mit Liebe sagen? Gibt es eine Konstruktion mit Liebe? Ja, das kann man sagen. Ich würde es lieber nicht riskieren oder ich will es lieber nicht riskieren. Die Bedeutung ist, ja, das gleich, ne? Dasselbe. Aber wenn du sagst, Alex, möchtest du Bär oder Tee oder Tee, kann ich sagen, ich liebe Bär. Ach so, du meinst Liebe im Sinne von lieben. Oder wie? Oder Liebe? Nein, wie ich, meine Wahl ist Bär. Ja. Du bevorzugst Bier. Ich bevorzuge Bär. Ja, du hast, ja, mir wäre Bier lieber. Ja, ich bevorzuge Bär, ja, genau. Ja. Kann ich mit Liebe kann man sagen. Die gleiche Information sagen? Das kann man machen, ja. Okay. Und so, ich bleibe hier in Italien für die Weihnachten. Für Weihnachten? Über Weihnachten? Über Weihnachten. Ich bleibe hier über Weihnachten und über Silvester. Und wenn ich mit Dokumenten fertig bin oder wenn sie ausgehängt, wie weiß, aushändigen, ja. Wenn sie händigen die Dokumenten aus, wenn sie die Dokumente ausgehändigt haben. Ja, wenn sie mir die Dokumenten ausgehändigt haben, kann ich, ich glaube, ich kann eine kurze Urlaub in Russland machen. Und ja, es wird auch ganz schön, ich glaube, mit viel Schnee und eine richtige Winter. Ein richtiger Winter?
Ja. Normalerweise ich komme für Silvester und ganz oft macht es nicht zu kalt und manchmal gibt es keinen Schnee. Manchmal gibt es keinen Schnee. Und es ist nicht zu kalt. Ja, es ist nicht zu kalt, ja genau. Aber am Ende des Januares wird es ich sage 100% unbedingt viel Schnee und man kann eine richtige Winter genießen. Einen richtigen Winter. Der Winter. Ja. Aber sagt man die Saison, ja? Die Saison. Die Saison. Der Winter. Das funktioniert nicht, ne? Wie mit der Monat, der Januar. Der Tag, der Montag. Aber Okay. mit Saison, die Saison und der Winter. Das Saison. Ist ohne E am Ende. der Saison. Die Saison und die Saison. Der Winter. Ja, stimmt. Aber sie sind alle verschiedene, ne? Man sagt der Winter, die Sommer. Nein, der Sommer. Der Winter, Sommer. der Frühling, der Sommer und der Herbst. Immer der. Okay. So, es funktioniert. Ja. Ja, das ist gut. Wir haben Halbregel. Ja. Und es gibt auch noch die Jahreszeit. Die Jahreszeit. Okay, mit Zeit, das ist auch einfach, ne? Ja. Das ist logisch. Die Zeit, die Jahreszeit. Und aber die Saison, okay. Ich muss es einfach merken. Ja, wie meistens. Ja. Und auf deiner Seite hast du eine interessante Geschichte oder Nachrichtungen. Hast du gut geschlafen? Was passiert? Ja. Ich nehme mittlerweile Schlaftabletten. Was? Mittlerweile? Schlaftabletten. Schlaftabletten, okay. Ja, das hat die Situation deutlich verbessert. Mhm. Und ich habe auch versucht, deinem Tipp nachzugehen, um 10 Uhr schon ins Bett zu gehen und nicht erst um Mitternacht. Es klappt nicht ganz, meistens wird es 11 Uhr. Aber funktioniert es? Ja, ich finde das angenehmer, aus irgendeinem Grund. Irgendwie, ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber ich weiß es nicht. Es ist irgendwie angenehmer, 2 Stunden oder 1 Stunde früher am Morgen aufzuwachen. Irgendwie ist diese Stunde mehr wert als spät abends, finde ich. Ja. Vielleicht das ist physiologisch, ne? Wie jetzt im Winter, das ist schon dunkel, aber wir warten sehr lange Zeit, bis wir ins Bett gehen. Und vielleicht das ist zu viel für unser Körper. So, wir sind aufgewacht für lange Zeit, weil es dunkel ist. Und für uns, für die Menschen, ne, das ist nicht normal. Wir leben mit Licht. Und wenn es Licht ist, wenn es heil ist, kann ich sagen? Wenn es hell ist? Wenn es hell ist. Wenn es hell ist. Ja, vielleicht brauchen wir mehr Energie, um unser Leben weiterzutragen, weiterzutragen, wenn es dunkel ist. Ja. Du meinst, dass wir mehr Energie verbrauchen, wenn es dunkel ist? Ja, vielleicht wir mehr Energie verbrauchen, wenn es dunkel ist. Und wenn es dunkel für mehrere Stunden, dann das ist schwer für unser Körper. Und am nächsten Tag brauchen wir mehr Zeit, brauchen wir mehr Ruhe, müssen wir länger ausruhen.
um diese Energie zurückzukriegen. Ja, ich weiß nicht, das ist einfach ein Gedanke. Ich habe jetzt gedacht, okay, eine kleine Theorie. Ja, das ist interessant. Das ist vielleicht liegt da was dran, dass wir mehr Energie verbrauchen, wenn es dunkel ist draußen. In meiner Präsentation, die ich gestern vorgetragen habe ich auch über die Sensoren gesprochen. Und ich benutze einige Sensoren für Bettsensoren. Oder ja, die Sensoren, sie könnten Aktivität im Bett messen. Die Aktivität im Bett messen können. Und das ist nicht eine Lösung, ne? Aber mit diesen Sensoren vielleicht du könntest mehrere Informationen sammeln, um ein bisschen besser zu verstehen, was passiert. Ne? Oder ja, die Daten zu haben, um ja, besser zu kann man sagen, wie einen Werkzeug zu haben, um zu analysieren, ja, wie viel Zeit schlafst du und was genau machst du, wie viel Zeit bleibst du im Bett, wie viel Zeit schläfst du. Schläfst du, ja. Schläfst du. Und so die erste Sensoren, die ich benutze, ist benannter Ballistikardiographie-Sensor. Und er kann messen, wie oft anhaltst du? Wie oft du einatmest. Atmest. Wie oft du einatmest. Wie oft du einatmest. Ja. Es kann messen, wie oft du einatmest, wie die Frequenz, Frequenz, könnte man sagen. Frequenz, ja, die Frequenz von dein Herz. Wie sagt man, die Frequenz von Herz? Das ist der Herzschlag. Herzschlag, ja. Herzschlagfrequenz. Ja, die Bewegungen, wenn zum Beispiel man hustet, wenn man hustet oder die Position ändert, kann dieses Sensor es registrieren. Wenn du hustest oder deine Position veränderst. Wenn du hustest oder Position veränderst. Nochmal. Wenn du hustest oder deine Position veränderst. Veränderst. Veränderst, ne? Das ist du oder die Position wenn du deine Position veränderst, genau. Veränderst. Wenn du hustest, wenn du deine Position veränderst, ja, hustest. Ja. Das ist wie nach einem Covid-Test. Ein Doktor kann die Leute fragen, ja, Hustest. Entschuldigung, das ist ein bisschen. Ja, ich habe Sie nicht ganz verstanden, Entschuldigung. Ja, aber auf Englisch, ja. Man sagt Hustest. Ist das. Ich habe immer noch nicht ganz verstanden. Zu welcher Person diesen Test gehört? Ne? Who's Test? Okay. Aber auf Englisch, ja. Ja. Das ist ein bisschen Mischung zwischen zwei verschiedene Sprachen.
Ja, okay, ich verstehe jetzt, was du meinst, aber das hat einen Moment gedauert. Ja, aber ja, manchmal mache ich diesen Wortspiel, um das Wort ein bisschen besser zu merken. Ja? Wenn du hustest. Hustest. Ja, genau, ich muss lachen. Und wenn du hustest oder deine Position veränderst, alle diese Aktivitäten wird registriert. Werden registriert. Werden registriert und gibt es auch die zweite Sensor. Er kann die Position registrieren. So, Es gibt einen zweiten Sensor. Es gibt einen zweiten Sensor und er kann die Position registrieren von unserem Körper, wie unser Gewicht verbreitet, distribuieren. Ja, wie sich unser Gewicht verteilt. Würde ich sagen. Wie unser Gewicht verteilt, auf wie sich unser Gewicht verteilt. Wie sich unser Gewicht verteilt. Ich schreibe das auf, wie sich unser Gewicht verteilt. Der ist der Gewicht, ja? Das Gewicht. Das Gewicht. Wie sich unser Gewicht verteilt. Und danach können wir diese Daten nutzen, um ein bisschen besser zu verstehen, was passiert. Das ist wichtiger, wenn du schläfst und du hast keine Ahnung, was passiert. Aber es könnte auch interessante Daten sein, um ein bisschen zu vergleichen. Ne? Was passiert heute und vergleichen es mit gestern. Und wie einen Trend zu haben und sehen, vielleicht Hälfte der Zeit bleibe ich wach, bleibe ich wach und Hälfte kann ich schlafen und man kann auch messen, ob es ein guter Schlaf oder nicht und sehen, wie diese Informationen mit Zeit sich ändern. Aber das ist einfach eine Idee. Vielleicht du kennst jemanden, die die Sensoren hat und kann einfach wenn ich nehme etwas für einen Zeitraum etwas ausleihen. Aber ausleihen, das ist beide. Ich kann dir etwas ausleihen und ich kann etwas von dir nehmen und das ist auch ausleihen. Nicht ganz. Ich kann dir etwas leihen oder du kannst es ausleihen. Okay. Ja, leihen ist geben und ausleihen ist nehmen. Okay. Ja. Leider wohnen wir nicht in der gleichen Stadt. Stadt könnte ich dir diese Sensor ausleihen. Leihen. Könntest du es mir leihen? Leihen. Ich glaube, man könnte. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sogar sein, dass man Leihen und Ausleihen in beide Richtungen benutzen kann. Ich glaube, du kannst beides sagen für beides. Jetzt, wo ich gerade so darüber nachdenke. Aber ich glaube, leihen ist am besten. Also du würdest es mir leihen und ich würde es mir von dir ausleihen. Ich glaube, man kann es auch anders sagen. Man könnte auch sagen, dass du es mir ausleihst und ich leihe es mir. So, okay. Wie rum funktioniert das?
Ein Beispiel. Ne? Ich kann 2 Sätze sagen und du vielleicht das einfacher zu hören, welche klingt besser. Ne? Ich habe kein Geld, aber du bist mein Freund und ich sage, okay, ich muss das Geld von Elle ausleihen und ich bin sicher, er kann mir das Geld leihen. Mhm. Und jetzt ich kann es invertieren. Ja. Umdrehen. Drehen. Und ja, beide klingt gut oder? Okay, ich mache dir nochmal einen Vorschlag. Ich werde das Klingt nachschauen später, weil ich mir gerade wirklich unsicher bin. Mhm. Okay. Bevor ich dir wieder was Falsches sage. Ja, ich werde es heute Abend nachschauen und dann werde ich es dir sagen, weil ansonsten, ja, besteht die Gefahr, dass ich dir jetzt was Falsches sage. Mhm. Ja, jetzt kontrolliere ich in meinem Wortschatz und hier sagt es, dass Ausleihen, das ist, ja, wenn ich etwas nehme. Ja, ja, ich habe mir in der Bibliothek ein Buch ausgeliehen. Ausgeliehen. Nein, beide. Du hast recht. Ja. Beide. Das ist beide. So, ich nehme und ich gebe. Das ist immer ausleihen und mit leihen vielleicht. Das ist ähnliches. Ja, also man kann beides in beide Richtungen benutzen. Ausgeliehen. Beide Richtungen. Okay. So, das ist ein bisschen komisch. Man kann nicht verstehen, was ich mache. Ne? Ich leihe dieses Buch aus und was mache ich mit diesem Buch? Ja. Ich gebe es oder ich nehme? Das ist fast so ein bisschen wie auf Englisch gibt es ja die Wörter flammable und inflammable. Und das bedeutet beides dasselbe. Und das ist. Nein, das ist das Gegenteil, ne? Nein, das bedeutet dasselbe. Meinst du ja eine Sache, die brennen kann? Ja, brennbar. Es bedeutet beides brennbar. Flammable, inflammable. Ja. Ja, genau, das ist gleich. Ja, ich habe nie gedacht, ja. Ja, und das ist ein ähnliches Problem. Hier haben wir 2 Gegenteile und wir haben 2 Wörter, aber beide Wörter können beides bedeuten. Das ganz merkwürdig. Ja, cool. Aber normalerweise, wenn Sie, ja, zum Beispiel, ich habe einen Stoff und er brennen kann. Ja. Auf Englisch sage ich immer inflammable, ne? Ich sage nicht flammable. Man kann beides sagen, glaube ich. Flammable oder inflammable. Ja, aber wenn ich zu anderen Leuten kommunizieren möchte, ja, ich habe ein Produkt, Leuten. wenn ich mit anderen Leuten kommunizieren möchte und ja, ich habe ein Produkt, ja, und ich sage, ja, guck mal, das ist ja gefährlich, weil dieses Produkt inflammable ist. Ja? Ich sage immer inflammable, oder ich kann auch flammable schreiben. Oder es wird ja vielleicht das nicht so oft benutzt. Ja, ja. Ich glaube, man kann einfach beides benutzen. Ich habe, glaube ich, mal einen Artikel darüber gelesen, wie das so zustande kommt, dass man diese beiden Wörter hat, aber ich habe alles vergessen. Ich weiß nur noch, dass es dieselbe Bedeutung hat. Cool. Ja, ich habe nie über diese Sache gedacht. Sehr interessant. Ja, und der Sensor schreibt mal gleich, ich habe eine Fehler gemacht irgendwo, aber ja, man kann es finden. Ja, das ist ein Sensor, ist ganz interessant ist, der kann die Bewegung der Körper
messen, diese des kleine Körpers. Des Körpers. Er kann die Bewegung des Körpers messen, die wegen unser Hart. Unserem Herz. Unserem Herz, ja, wegen unserem Herz. Und ja, sie könnten sehr ganz, ganz klein sein. Ja? Wenn du unser Herz vergleichst mit den körperlichen Bewegungen. Mit den Körperbewegungen. Wenn Körper bewegen, wenn wir uns von einer Seite zur anderen rollen, im Bett rollen, gibt es sehr großen Unterschied. Aber ja, er kann immer noch diese sehr, sehr kleinen Bewegungen messen und und auch groß. Das ist ein bisschen einfacher. Aber vielleicht, dass es was schwer ist, beide zu messen. Ja, nach diese Informationen, so diese Bewegungen, die wir haben wegen unser Herz. Von diesen Informationen kann wir sagen, wie schnell unser Herz ist und wie oft atmen wir. Wie oft unser Herz schlägt. Wie oft unser Herz schlägt. Ja. Und wie oft atmen wir, weil das ist eine andere Frequenz. Die Frequenz. Eine andere Frequenz. Aber das ist immer die Bewegungen. Ja. Und das ist ein bisschen einfacher, weil die Amplitude größer ist. Was größer ist? Amplitude, no? Von den Bewegungen. Ja. Den Bewegungen. Du meinst die Range von Bewegungen? Ja, wie zum Beispiel, wie stark es ist, ne? Ja, wie die beiden Extreme im Prinzip. Wie stark die Extreme voneinander abweichen. Ja, genau, ja. Okay. Ja, das ist, wenn ich habe eine Sache, nein, das nicht so einfach mit diesem Beispiel zu erklären. Wenn zum Beispiel im Park wie sagt man auf Deutsch Swing? So, das ist diese Schaukeln, vielleicht. Schaukeln, das sehr oft die Kinder nutzen. Ja, Schaukel. Beziehungsweise Schaukeln. Schaukeln. Ja, und wir können schaukeln, das ist das Verb. Ja. Und diese Struktur nennt man auch Schaukel. Schaukel nennt man die Struktur. Schaukel, okay. Ja. So, auf. Na? No, auf Schaukel können wir schaukeln. Ja, Entschuldigung, du warst gerade für 10 Sekunden weg oder so. Ach ja, kannst du mich hören? Ja. Kannst du mich hören? Ja. Ich habe gesagt, dass auf einem Schaukel können wir schaukeln. Auf einer Schaukel? Die Schaukel. Auf eine Schaukel können wir schaukeln. Und wir können es mit der kleinen oder großen Amplitude machen.
So, wenn unsere Bewegung von einem Extrem zu anderen klein ist, das bedeutet auch unsere Amplitude ist klein. Und wenn wir es ganz aggressiv machen von einer Seite zu anderen, kann ich sagen, ein lange Weg machen von einer Seite zu anderen. So wir schaukeln sehr stark. Kann ich sagen. Die Amplitude ist auch größer. Und wenn wir einatmen, unsere Amplitude ist auch größer, wenn wir mit diesen kleinen Bewegungen wegen unser Herz vergleichen. Was habe ich gesagt? Nicht. Ja, wenn wir vergleichen die Bewegungen wegen unserem Herz und wegen unserer Atem. Wenn wir unseren Herzschlag mit unseren Atembewegungen vergleichen. Ja, wenn wir unseren Herzschlag mit unseren Atembewegungen vergleichen, können wir sagen, dass der eine hat kleine Amplitude und zweite große. Okay. Okay, ich verstehe. Ja. Mir ist gerade aufgefallen, dass es 7 Uhr ist. Das heißt. Nein, das ist 8. 8, okay. Für mich ist es 7. Das heißt, wir müssen es abschließen. Das ist so schnell. Das stimmt, ja. War schön, mit dir zu reden. Wie immer. Und wir sehen uns dann irgendwann. Ja, nächste Woche. Okay. Ja, ich glaube, oder vielleicht in 2 Wochen. Ja, ich muss auch es kontrollieren, nachgucken. Ja, ich weiß nicht, ob du schon einen Slot gebucht hast oder nicht, aber das sehen wir dann. Ja, aber wir sehen uns unbedingt in der Zukunft. Wir können über verschiedene Sachen verzweifeln, aber das ist unsere Sicherheit. Okay, sehr gut. Ja, dann bis demnächst. Ja, danke schön, Elle. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Ich dir auch. Ja, und schönen guten Appetit und guten Schlaf. Ja, danke, dir auch. Gutes Schlaf. Guten Schlaf. Könnte man sagen. Der Schlaf. Okay. Tschüss. Mach's gut. Dankeschön. Ciao, ciao, Elle.